Jude ragte wohl und launte, so ab Gottes Adel staunte. Man wird gung der Veilur zählte, und nur Liedje zählte laut. Man wird gung der. Ik ben Steven Laker. Ik kom uit Engeland. Ik heb interesse aan Zeeuwse sprache. Ne? Ich wohne hier nu in Japan und arbeite an der Kyushu Universität in Japan. Aber ich komme hier uit het Zeeland und doe Forschungen über die Zeeuwse Sprache. Ja. Ik heb früher Engels Dialekten gemacht. Aber ich will was Neues tun. Ne? Damals was Maren Fort und Piet Kramer. Ne? Und der war hier nicht nahen Henk. Damals habe ich mich beworben. Ne? Aber da kam Corona, Covid und ich bin erst in dit Jahr het Zeeland kommen. Ja. Ich interessiere mich für Dialekten viel, also Unterschiede in der Sprache, Aussprache, Grammatik. Ich mache auch noch Sprachgeschichte, also ich interessiere mich zum Beispiel. Es gibt nicht nur Zuid-Friesisch, natürlich gibt es Westfriesisch in Holland, in Nederland und dann auch die nordfriesischen Sprachen. Und es sind alle verschieden, ne? Die sind aber haben Ähnlichkeiten, aber sind auch anders. Und das ist sehr interessant, weil sie haben sich über Jahrhunderte entwickelt. Fast wie ein Organismus entwickelt, so verschieden. Und das finde ich sehr interessant, ne? Das zu untersuchen. Ne? Aber es gibt auch Sprachwissenschaftler, die dokumentieren, ne? Sprachen. Und eigentlich mache ich das mittlerweile auch jetzt ein bisschen mit Zuid-Friesisch. Das ist für mich neu. Ne? Leute zu treffen, ganz normale Sprecher aus Saarland und Fragen zu stellen über die Grammatik, was für Wörter man benutzt, was bedeutet, wenn es zum Beispiel zwei Wörter gibt, die eigentlich ganz ähnlich sind, aber was ist der Unterschied? Ne? Solche Sachen, die findet man nicht im Wörterbuch manchmal. In Deutschland gibt es sehr viele Forschungen über deutschen Dialekten zum Beispiel. Ne? Es gibt in Marburg im Institut Deutsches Sprachatlas. Und früher haben sie ganz Deutschland gemacht, nicht nur Deutsch, sondern auch Friesisch und die haben ein Riesenprojekt gehabt. Aber seit, weiß nicht, 100 Jahren oder so, wird da nicht viel mit Friesisch gemacht. Immer so deutschen Dialekten, aber Zuid-Friesisch wird vergessen ein bisschen. Es gibt mehr Forschung über ganz andere Sprachen in Afrika oder in Asien oder wo auch immer. Und es gibt diese wunderschöne Sprache hier in Saarland und es gibt, ziemlich wenig Leute, die sich dafür interessiert haben. Ja, gut, komischerweise kommen immer so Ausländer hier, um die Sprache zu untersuchen, wie Maren Fort, Piet Kramer, Henk. Und ja, vielleicht noch mehr, weiß nicht, ich auch jetzt. So ungefähr ist es. Damals, als ich so begonnen habe mit Zuid-Friesisch oder mich dafür zu interessieren, gab es nur die Grammatik von Piet Kramer, das ist so ungefähr 40 Seiten. Aber das ist mehr so eine Formenlehre, ne, die Endungen, wie man die Verbformen und so. Es gibt nicht so viele Informationen über Grammatik und so, ne, Konstruktionen, wie man was sagt. Und ich dachte, das sollte ich vielleicht was versuchen. Und ich kann die Sprache nicht so gut, aber man kann immer so eine Umfrage machen. Ne?
sind verschiedene Fragen. Meistens ist es so eine Alltagssituation und die Frage ist, was man sagt als eine Antwort. Ne? Also, oder manchmal ist so ein Bild. Ne? Und man muss beschreiben, was im Bild, was passiert. Das sind so verschiedene Sequenzen und so. Und ja, das ist nicht so einfach zu wissen, wie man sowas sagt. Deswegen muss man richtig Leute finden, die Sartre Friesisch können und einfach schauen, was für Antworten die geben. Weil es steht nicht alles im Wörterbuch. Ne? Ja, das muss man. Es gibt sehr gute Wörterbücher für Sartre Friesisch, auf jeden Fall, von Marion Fort und auch noch Piet Kramer. Aber trotzdem findet man nicht alles und da ist viel noch zu finden, ja, herauszufinden. Erich Hoekstra und Bauke Slofstra, die haben erstmal so selbst eine Grammatik geschrieben, ne, über Sartre Friesisch. Und jetzt haben sie ein Projekt, eine Grammatik zu schreiben, aber ja, im Englischen, also in englischer Sprache. Da ist auch noch ein Teil über Phonologie, die Laute, die Sprachlaute. Ne? Und ich weiß nicht genau, aber ich glaube, Erich und Bauke, die interessieren sich mehr für die Grammatik und die Morphologie, die Wortbildung. Und wahrscheinlich aus dem Grund haben sie mich gefragt, ob ich diesen Teil schreiben kann über Phonologie. Und ich habe gedacht, gut, ich probiere das zu machen. Und es gibt doch andere Forschungen drüber, ne? Zum Beispiel in letzter Zeit an der Universität Oldenburg gibt es Professor Jörg Peters und auch noch Heike Schormann. Sie hat eine Doktorarbeit geschrieben über Vokale, hat sie gemacht in Sartre Friesisch. Das ist eigentlich eine ziemlich schwierige Sache da in Sartre Friesisch, weil es gibt viele Vokale, viele Diphthongen, so mehr als im Deutschen. Und ja, da sollte ich was drüber. Ich habe begonnen, bin aber noch nicht fertig. Sartre Friesisch ist interessant, weil es ist so eine Art, es ist eigentlich eine Sprachinsel. Ne? Und das ist, aus dem Grund gibt es diese Sprache noch wahrscheinlich. Ne? Früher, das haben all die Leute auf den alten Aufnahmen gesagt, das war nur die Sartre Ems, das konnte man nur übers Wasser hierher kommen praktisch. Außer im Winter, dann war es alles gefroren. Durch diese Lage hat die Sprache gehalten. Normalerweise wäre es nicht hier gewesen. So, es ist eigentlich ganz merkwürdig, dass man diese Sprachinsel hat. Und auch ist es anders, ne, als die anderen friesischen Sprachen in vielen Hinsichten. Ne. Es ist wirklich eine eigenständige Sprache. Es ist anders, was Wortschatz angeht, Grammatik, Wortbildung, alles Mögliche. Und auch ist es eigentlich ziemlich, es hat viel archaisches Zeug, glaube ich, drin. Ne? Das sind so Wörter, die man nicht benutzt im Westfriesischen mehr. Oder es gibt so Sachen, die im Altfriesischen gab, auch noch im Westfriesischen oder so, die aber nicht mehr da sind, aber sind immer noch hier. Ne? Wenn man so ein Verb hat im Sartre-Friesischen, wie blieben oder so, ne, ist es in der zweiten Person, blieften so und dann wieder blieben. Sowas gab es früher im Westfriesischen, ne? Aber es ist nicht mehr. Das ist alles irgendwie regelmäßig geworden mit einem W ganz durch. Also solche Sachen sind so eigentlich ganz altmodisch. Und es gibt andere Dinge auch noch. Es ist eine ganz interessante Sprache. Ich wollte einfach mehr über diese Sprache wissen. Ja. Ich konnte die Information, ich habe Sachen gesucht, damals, vor 5 Jahren oder so, über Sartre Friesisch. Ich konnte die Antworten nicht finden im Wörterbuch oder sowas. Und ich wollte wissen, wie man Sachen sagt hier, wie man was ausdrückt. Und
deswegen bin ich zum Saterfriesischen gekommen. Ich habe gedacht, wenn ich was über Westfriesisch wissen will oder Nordfriesisch, war es einfacher herauszufinden. Ich konnte nichts über Saterfriesisch finden damals. Und ich wollte dann, ich dachte, ja, da muss ich mal persönlich da was hierher kommen. Ne? In der Zwischenzeit allerdings gibt es mehr. Ne? Also du bist hier, Henke, und wie gesagt, Bauke kommt und so. Aber damals, als ich begonnen habe, da war nur Pitcairn und Manforten, die waren alle ziemlich alt damals. Jetzt gibt es auch nicht mehr natürlich. Es war so, dass ich dachte, ich könnte da was machen. Ne? Das heißt auf Deutsch so Verlaufsform oder so, progressiv. Ne? Wann was irgendwie im Geschehen ist. Ne? Also in Seeltes, ne? Is aan het baken, aan het Erdgreuen. So, ne? Und das ist nicht so ganz einfach, weil es gibt so Regeln und so, wie man es macht und so. Ne? Und das habe ich untersucht, was für Typen es gibt. In Seeltes ist auch noch eine Konstruktion, die nicht in Duits is, denke ich mal. Ne? In Nederlands. Ne? Zum Beispiel, ich sitze tanken of so. Ne? Of het hangt te droegen. Das ist auch was immer im Geschehen ist. Ne? Das ist ganz normal im Holland, ne? Im Niederländischen. Aber im Deutschen gibt es das nicht. Ne? Ich sitze zu denken oder so. Das sagt man normalerweise nicht so richtig. Ne? Das W, ne? Wie im Englischen were, was, wind. Im Deutschen w, Wind, waschen und so. Ne? Und es ist unterschiedlich, ne? Die Aussprache in verschiedenen verwandten Sprachen. In alten Aufnahmen hört man doch, dass es früher auch im Saterfriesischen doch wie im Englischen Hur so ausgesprochen wurde. Und dann kann man das hören. Ne? Das sind Leute, die im 19. Jahrhundert geboren waren. Und die haben so eine andere Aussprache. Und wie Tanke in uns Säge, seht allein.